Willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon Legenden Arceus. Und ich muss zugeben, obwohl das Spiel rein auch, wie es funktioniert und so, Open World, direkt von Kampf zu Kampf und so, Interaktionen, ähnliche Features wie Breath of the Wild mit Itemherstellung und so, bis in der Vergangenheit, alles mit den Pokémon und so ist relativ neu und so, es macht schon Bock. Muss ich zugeben. Das Einzige, was noch ein bisschen stört, sind zum Teil ein bisschen die Lags, die Frame Drops, die ich jetzt zwar schon gerade wieder habe. Oder auch, die Grafik kann sich natürlich auch streiten. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen was nachgepatcht. Und falls nicht, dann shit happens. So, was ich auch herausgefunden habe, ja, es gibt ja auch Fallschaden, beziehungsweise, was heißt herausgefunden, man hat es uns erwähnt. Das einfacher gehen. Genau, und jetzt geht es ein bisschen auch für uns darum, noch mehr Pokémon zu fangen. Und vor allem natürlich auch eben den Pokédex zu füllen, mit den verschiedenen Arten, wie das halt funktioniert. Und das ist ja bei jedem Pokémon ein bisschen anders. So, mal gucken, Schein, noch Exemplar gefangen, ist mal besiegt. Der Tag von Typ Boden besiegt, das wird noch nicht gehen, da wir noch keinen davon haben. Einsatz von Biss gesehen. Formen, die es entwickelt haben. Ruckzuck gesehen, ich würde sagen, das wird jetzt selber Scheinung sein, weil was soll er sonst großartig machen? Und fangen wieder mal eins. Es wurde überrumpelt. Das war der Plan. So, Ruckzuck, jetzt hat er gerade den Sound aussetzen, warum auch immer. Und kann nicht angreifen. Das lohnt sich doch mal für einen Pokéball. Dann gehen die Pokébälle aus, scheiße. Was? Was ist mit diesen Stufe 2 Pokémon los? So einen mache ich noch, wenn es nicht drin bleibt, dann besiege ich's. Kann ich mal nicht angehen, ey. Geht doch. Und nicht gleich so. Jetzt gab ich ja weniger Punkte. Danke. So muss ich jetzt so. Lumia ist da vorne. Das ist ein Galaktik-Typi, der will mich glaube ich nicht durchlassen. Was kann das sein? Kann ich auch Punkte auf dem Wasser fangen und so? Müssen wir alles mal testen, Freunde. Stangen anscheinend zu können. Viele starke Pokémon. Das Problem ist ja wir dürfen ja, das habe ich vorhin noch gesehen, als ich das Spiel gespeichert habe. Nicht hier. Die gehorchen alle Pokémon bis Level 10, weil 0 Sterne Mitglied sind. Ist ich mir weit weg. So, komm, also. Kann gleich mal der Pokédex-Eintrag kommen? Jetzt. Schwere Exemplare gefangen, Exemplare besiegt. Ja, kann man wieder ein paar besiegen, wa? Gefangen haben wir schon mal ein paar. Es wurde überrumpelt. Donnerschock. Sehr gut, das nutzt gerade weiter aus und Donnerschock. Es wurde paralysiert und kann ihn angreifen. Shinux, finish this. Dann Silbeere hinterlassen, okay. Krasse Scheiße. So, und da ist bereits das nächste. Das wurde jetzt nicht überrumpelt, okay? Das war jetzt nicht gut. Ruckzuck-Hieb. Ich muss noch ein paar Ruckzuck-Hiebe sehen. Den Pokédex. Ich muss zugeben, Freunde, ich weiß nicht genau, ob ich wirklich den Pokédex 100% mache. Also wirklich alle Einträge. Alle roten, das sicher. Weil der Weiter, das gehört irgendwie auch zur Hauptstory. Aber wirklich komplett alle Missionen. Also, Moment, wir machen es anders. Ich mache es bestimmt, ob ich alles im Let's Play zeige. Das ist die andere Frage. Wenn es darum geht, irgendwie, keine Ahnung, wir können mal ganz kurz nachgucken. Ups, falsch, Entschuldigung.
Pokédex. Als Beispiel der Bidiza, wenn es irgendwie darum geht, Exemplare gefangen von 12 auf 25. Da kann die 13 kann ich ja irgendwie auch offscreen machen, ne? Also irgendwie nicht alles so repetitive Aufgaben vor allem. Oh, ein Boschelin. Erstmal das hier abbauen. Boschelin, Quatsch, Bammelin, Entschuldigung. Ich komme jetzt auf Boschelin. Das Gegend lebt ein Pokémon namens Bammelin. Ja, wie Scheinungs wirkt es über eine aggressive Veranlagung und greift sofort an. Da ist Vorsicht geboten. Wenn du es fangen willst, musst du dich ihm in den Kampf stellen. Bammelin, ich hab keinen Bammel. Scheinleiden Notlagen. Okay. Es gibt auch eine Pokédex-Aufgabe, deren Erfüllung man Bammelin dabei beobachten muss, wenn eine bestimmte Attacke ausführt. Watcher, okay, Scheinung ist einfach drin. Ja, mal gucken. Na, Bammelin, wie sieht's aus? Darf's gerne angreifen. Das war wohl nix. Ups. Ich wollte eigentlich treffen, aber egal. Alter! Was ist Fino Stufe 4? So, es ist ein Wasser-Pokémon, es ist im Wasser. Tschüss, Mann! Es lebt noch! Was ist das für ein krasses Viech? Verzeihung! Pokéball! Jetzt der Pokéball nach, super. Alter Schwede. Wie kann ich eine Silbeere nutzen? So offenbar schon mal nicht, okay. Aber ich nehme jetzt mal einfach ganz frech an, dass man es direkt hier drin machen kann, oder? So, das war schon mal nicht so schlecht und ich habe schon mal... Super. Dann sind wir vielleicht wieder einsammeln. Nö. Schade, wohl, dann kann man ganz kurz gucken. Ich habe auch Lehmball und so. Sowas, was man ja irgendwie auch aus der Safari-Zone von früheren Spielen kennt. Wo man halt dementsprechend Pokémon irgendwie auch ablenken kann oder schwächen kann, wie auch immer. Na, es sind noch mehr Bammelins. Bammelin ist lang gefangen. Mit Attacke vom Typ Elektro besiegt. Ah, Attacke von Wasserdüse gesehen, das haben wir schon. Okay, nur mal sagen. Ernsthaft. Pokédex-Eintrag. Nennst du dir, Kumpel? Du bist ein bisschen stärker, ist mir egal. Donnerschock! Huch! Fiedler auch hinterlassen, okay. Schon noch eine neue Attacke! Wie geil! So. Wir sollen ja eigentlich da vorne weitermachen. Danke! Wieder für ein paar neue Pokébälle, die wir bald schon brauchen werden. Okay, noch ein paar Pizza. Aber hat eigentlich noch irgendwas Besonderes im Pokédex oder was?
Schwere Exemplare. Exemplare besiegt. Einer nicht, wa? Schwere Exemplare. Ja, irgendwie ist es ja auch so, in diesem Spiel haben die Pokémon auch unterschiedliche Größen. Das sieht man richtig. Also, es sind irgendwie ganz krass. So ähnlich wie, ich glaube, in der einen Anime-Folge, wo ja, glaube ich, Ash Glurak zum ersten Mal auf andere Gluraks getroffen ist. Und da gab es so ein fettes Glurak. Und das Ash Glurak war, glaube ich, nur irgendwie halb so groß fast. Also, das war irgendwie ganz krass. Und so ähnlich kann es hier eben auch vorkommen. Deswegen denke ich mal, schwere Bidiza ist damit gemeint, dass irgendwie halt ein größeres Viech ist. So, wenn wir mal Feuerriegel einsetzen. Schon lange nicht mehr. So, Wampel. Kurz ein Pokédex ein, leichte Exemplare gefangen. Ist das gar kein leichtes in dem Fall? Ohne entdeckt zu werden. Exemplare besiegt. Giftstachel gesehen haben wir schon. Dann verschwinden wir mal ganz kurz. Und ist quasi unsichtbar. Das ist ein Thema unsichtbar. Ist das nicht auch so ein Fittler oder was? Okay. Nö, das hat wohl nicht ganz so gut funktioniert. Und dafür habe ich hier die Glut. Das funktioniert gegen schon. Level up. Ich muss langsam aufpassen. Weil sobald Folge zu stark wird, gehorcht es mir nicht mehr. Oh, coole Bäume hier. Viele geile Aprikokos. So. Was will die jetzt schon wieder? Du gibst wirklich immer alles, was? Deswegen möchte ich dir diese Handwerkskiste schenken. Also kann ich jetzt auch unterwegs machen, oder was? Ja, lol, super. Tränke herstellen kann. Dann schlecht. Einzelne Beere und eine Stange Fittlauch. Deswegen sind die überall hier. Also Pokéball anfertigen. Josh! Wenn du noch nicht recht gestartet hast. Okay. Ich bin der Aufgaben 32. Ja, ein paar fehlen. Fülltasten. Okay, machen wir das mal. Ich will sowieso die Pokémon auch mal ersetzen. Also die ganze Bidiza vielleicht bis auf 1 raus und auch mal Wampel ins Team nehmen und Bammelin. Fände ich irgendwie schon ganz cool. Warte mal, ich kann eigentlich rennen, oder? Ja, genau. Das mit den Basis-Items nehme ich jetzt doch Wunder. Herstellen. Okay. Viel habe ich ja nicht mehr. Natürlich die Frage, ob ich gewisse Items wie jetzt den Glanzstein noch für was anderes als Pokébälle brauche. Naja. Wir werden es schon herausfinden. Ich habe eine Ausdauer? Ich bin jetzt ganz erschöpft. Genau, er ist der, mit dem ich Pokémon wechseln kann. Also, ich hätte gerne dabei. Eieiei.
Einmal das Wampel. Diese Werte sind mit 2, 0, 1, 3. Irgendwie so Pseudosatz für DVs, wa? Ja, komm. Also, entweder das ist, was ich irgendwie denke. Natürlich hier mit Scheinungs und irgendwie ein schwaches gefangen. Ich bin halt auch nicht sicher, ob man die irgendwie auch selber noch später ersetzen kann. Wir testen es mal, weil einen Starter tauschen wir sicher nicht aus und dann merke ich, ob ich die irgendwann mal noch austauschen kann oder nicht. Das Wampel hat irgendwie noch einen Spezialangriff 2 drauf, also habe ich natürlich ein anderes Wampel genommen. Der hat auch Spezialverteidigung. Ich tausche jetzt trotzdem einfach mal gucken. Scheinux, der hat alles Nullerwerte, da bringt mir eh nichts. Das Bammelin, naja, geht sich auch besser. Lagerkiste. Ah, jetzt kann ich mal die Items hier lagern, okay. So, Professor, Leben, wie sieht's denn aus? Wie gut war ich bis jetzt? Oh, das ist doch eine Handwerkskiste. Hat die Luminale darüber erzählt? Gute Arbeit. Good job. Well. Dann erkläre ich dir mal, was es mit dem Forschungsbericht auf sich hat. Kurz gesagt, wenn du mir Bericht erstattest, kannst du Belohnung erhalten. Dann gib mal her die Belohnung. Also. Gefangene Pokémon, mindestens 10 Pokémon an Bericht erstattet, erledigt. Gefangene Pokémon Atem 5. Okay. Faszinierend. Ich werde den Pokédex mit dieser Information aktualisieren. Pokémon-Art. Auf Level 10 ist der Pokédex-Eintrag vervollständigt und es erscheinen detaillierte Informationen zum Pokémon. Feurige wollen noch gar nichts damit gemacht habe. Dieses ängstliche Pokémon aus Johto trifft man zumeist zusammengekugelt an, doch in seinem Inneren schlummert eine mächtige Feuerkraft. Eines von Gluk gesehen, ja okay. Druckzerkipp gesehen, auch schon ein paar Mal, Exemplar gefangen, da geht er momentan noch nicht mehr. Eben auch hier sieht man schon, okay, man kann die Start auch fangen. Da muss gehen, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Flammenrad gesehen, da kommt noch, Krafttechnik, Tempotechnik kommt noch, ich glaube, das entwickelt haben, kommt auch noch. Also hier bei Folge werden wir noch viele Aufgaben sehen. Da kann man, glaube ich, sicher sein. So. Aber auch hier schon mal 2 Formen entdeckt. Sehr schön, sehr schön. Das, glaube ich, kaum unterscheiden. Level ist auf 7. Ja, mir fehlen dann noch schwere Exemplare unter anderem. Generell mehr Exemplare gesehen. Und 7 bestimmt. Zusammengezählt, war. Also die Werte bei den Häkchen. Ich habe da zum Beispiel Exemplare gefangen, habe ich ein Häkchen bei 1 und bei 3, gibt 4 insgesamt. Bei Exemplare besiegt gibt es 1 plus 2, sind 3, also insgesamt 7. Dann geht sie gar nicht, hä? Registrierte Formen 2. Okay, geht das doch nicht ganz so. Eigentlich müssen hier auf 9 sein, aber ist ja egal. Starrer Lili, An sich hätte ich das Forschungslevel, war. Scheinung, vervollständigt. Die Form ist halt ein bisschen männlich oder weiblich. Oh, Bammelin haben wir auch schon viel gemacht. Wasserdüse gesehen. Noch gar nicht, okay. Das hätte ich zumindest einmal gesehen, aber war das was anderes. Oh, krass. Du hast fleißig Pokédex-Aufgaben erfüllt. Mit Sicherheit kommst du in den Mitgliedsrang aufsteigen. Wonderful. Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandantin zur Liste Bericht erstatten. Du hast dir einen ersten Stern heute verdient. Ja, ist sicher besser, weil sonst haben wir natürlich ein Problem, was deine Dinger betrifft. Die Level der Pokémon. So, was mich jetzt noch Wunder nehmen würde. Warte mal, wo sind eigentlich die ganzen Personen hier hin? Ah, da hat ich noch ein paar Sidequests gemacht. Begonnen. Ah, ne, warte mal, das war nicht die. War das jetzt alles? Das war die Klamottentante. Warte mal, Klamotten ist ein gutes Stichwort. Wieso steht hier eigentlich nichts?
Habe ich jetzt oder habe ich nicht die neue Klamotten? Ja, okay, Galaktik-Klamotten, warum nicht? Alltagsoberkleidung. Wenn ich jetzt das hier mache, oder das hier. Okay. Moderne Hose, ja, ist einfach Galaktik-Kleidung an, also ich weiß auch nicht, was davon halten soll. Ja, da gibt es auch wieder, sehr schön, moderne Schuhe. Modern vor allem. Aber die Galaktik-Uniform. Ja, kann man natürlich schon machen, Freunde. So, komm. Wir bleiben aktuell noch so, wie wir hier sind. Also, die Folge ist leider auch schon mal vorbei, aber was ich natürlich noch gerne machen würde, ist doch mal noch gucken, ob wir jetzt die ein oder andere Quest hier abschließen können schon. Wo waren die jetzt? Sind die gar nicht mehr da? Das ist auch so ein Typi. Also warte mal, er will ja einen Wampel, wa? Sagenhaft, du hast mir tatsächlich eins gebracht. Du machst deinem Beruf wirklich alle Ehre. Gut, will ich meinem Wampel mal einen Spitznamen geben. Okay, das wird so später seinen Pokémon namens Papinella entwickeln. Das soll sein Name dazu passen. Wenn der Pecher wird zu Pudox. Echt schwer. Mit Papinessa. Der Papidrich. Ne, lieber doch Papillian. Papinessa, weil wenn es Pudox wird, kann es sich ja einnässen. Oh, Honig bekommen, okay. Der andere Typ sehe ich jetzt gar nicht. Der muss aber auch irgendwo hier in der Nähe sein oder irgendwie weiter hinten oder so. Egal, den können wir dann später noch angucken, Freunde. Wir müssen die Missionen eigentlich irgendwo im Decks und Einstellungen, irgendwo müssen die ja sein. Da heißt, ich kann die dann irgendwie auch auswählen und den richtigen Typ finden. So. Kommandantin! Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Du bist nun offiziell ein Ein-Stern-Mitglied der Galaktik-Expedition. Yeah, ein Stern, der meinen Namen trägt. Du kannst nun Schwerbälle einsetzen. Ab sofort werden die Pokémon bis Level 20 im Kampf gehorchen. Dann fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. Sehr schön. Was? Für Schwerbälle. Ein Aprikok und ein Schwarzglanzstein. Okay. Für Beleber. Dass du als völlig Fremder in dieser Region überleben kannst, ist wohl deiner Begabung und deinem Fleiß zuzuschreiben. Josh. Die meisten Leute wollen auf den ersten Blick verstehen, wenn sie vor sich haben. Momentan bist du jemand Verdächtiges, der im Himmel gefallen ist. Doch ein höherer Mitgliedsrang könnte dir mehr Akzeptanz verschaffen. Wenn du länger bei uns bleiben willst, sollst du also deinen Mitgliedsrang weiter erhöhen. Der Respekt der anderen ist natürlich nicht der einzige Vorteil, den du dadurch erhältst. Je höher dein Rang ist, desto mehr Arten von Pokébällen stehen dir zur Verfügung. Und desto größer fallen deine Belohnungen aus. Sehr schön, abgeschlossen. Das war alles für heute. Du kannst im Speiselokal heiße Kost etwas essen und dich dann ausruhen. Machen wir, machen wir. Molkul, freuen wir dir einen Rangaufstieg. Mein Glückwunsch. Die Kartoffelmochi schmecken gleich noch besser, wenn es etwas zu feiern gibt. Allerdings haben wir jetzt aller Hände voll zu tun, wa? Wir müssen uns in den Missionen des Forschungstrupps auch noch um die Aufträge verschiedener Leute kümmern. Apropos, hast du Goros Auftrag schon angenommen?
Schon abgeschlossen. Die Bewohner von Jubeldorf kennen sich nicht besonders gut mit Pokémon aus. Wenn es Probleme gibt, bitten sie deshalb den Forschungstrupp um Hilfe. Du kannst diese kleine Mission annehmen, indem du direkt mit den Leuten sprichst oder indem du einen Blick auf die Tafel in meinem Büro wirfst. Apropos, warum geht es eigentlich bei den Aufträgen, die du erledigen sollst, Lumia? Ach ja, ich hatte überlegt, Michael zu bitten, diese Mission zu übernehmen. Da muss man nämlich sehr gut mit Pokémon kämpfen können. Es handelt sich um einen Auftrag von Jona vom Diamant-Clan, nicht wahr? Just see, der Diamant-Clan hat sich schon vor der Galaktik-Expedition in Hisui angesiedelt. Durch den Austausch mit ihnen können wir sicher viel lernen, auch über die Pokémon hier. Am Morgen mehr dazu, oder heute Nacht gut aus. Well, well. Tja, mit seinem englischen Akzent. Vor allem mit den englischen Wörtern ständig. Schlimm, schlimm. Am nächsten Tag. Ich würde gerne mal die Folge beenden, wenn es genehm ist. Entschuldige bitte, hättest du einen kurzen Augenblick Zeit für mich? Ja? Vielen Dank, könntest du dann zum Übungsplatz kommen? Ich warte dort auf dich. Übrigens, falls du schon viele Pokémon gefangen hast, kannst du weiter auswechseln. Sie will wohl mit uns trainieren. Oder vermutlich selber trainieren. Jonas Auftrag. Was Lumia will. Ja, was sie will. Das war meine nächste Folge, Freunde. Zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Mal gucken, ob wir unser Team noch ein bisschen upgraden können, verstärken können. Und ja, ansonsten, so generell vom Typus her und so, macht schon mal einen guten Eindruck. Bis auf Pizza, aber egal. Nee, Scherz beiseite. Kommt alles gut, Freunde. Kommt alles gut. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.